Hugo Gehring, ich stamme aus der Stadt Zürich. Ich habe nach der Matur Theologie studiert und bin 1981 katholischer Priester geworden. Seit 26 Jahren bin ich Pfarrer von einer Gemeinde. Ich bin mittlerweile im Pensionsalter. Ich werde das Jahr 69. Irgendwann in meiner Biografie habe ich glaube, hauptsächlich über kirchliche Sozialisation, weil ich zur Kirche gehört habe, weil ich in der Kirche mitgemacht habe, einen Draht bekommen zu Jesus, zu seiner Botschaft, zu seiner Person, ein Glaubensverhältnis zu ihm. Und von dort an habe ich das Gefühl, gibt es zwei Richtungen, die stärker geworden sind. Eine Richtung nach oben, zu den einfachen Leuten, zu den Geringen, zu den Ausgeschlossenen, zu den gesellschaftlich weniger Bewerteten und eine Richtung nach innen. Eine Vertiefung, ein Ausrichten auf die wirklich wesentlichen Sachen und nicht nur Impuls folgen, die so unmittelbar und spontan sind. Und ich glaube, das ist ein Prozess, das ist nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ein Hineinwachsen in eine eben Richtung nach oben und eine Richtung nach innen. Da könnte ich auf zwei Ebenen Antwort geben. Es gibt als Pfarrer von einer Gemeinde eine liturgische, gottesdienstliche Ebene, eine rituelle Ebene, wie ich Beziehung zu Gott lebe. Das Eigentliche von der Gottesbeziehung ist für mich der Alltag. Mein Alltag ist in meiner gläubigen Sicht gotthaft. Nicht, dass ich ständig an Gott denke, aber Gott umarmt mich durch die Wirklichkeit, durch das, was passiert, durch die Begegnungen. Und manchmal erkenne ich das im Nachhinein, manchmal sage ich mir im Vornherein, das ist jetzt die Herausforderung, wo du dich stellen sollst, weil da drin begegnet dir jetzt das, was Gott dir auf den Weg schickt. Das heisst, das Licht, wie ich meinen Alltag sehe, das ist Gottes Beziehung, finde ich, in der Tiefe. Und daneben gibt es so ein sich erinnern an das Verhältnis zu Gott durch eben Ritual, durch regelmäßig gepflegte Gebet oder ausdrückliche Formen von Gottes Beziehung. Also ich wäre schon gar nicht in die Christusbeziehung eingewachsen, ohne in Gemeinschaft eingebettet zu sein. Ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die ihre Wirkung nur entfaltet mit anderen zusammen. Damit ist nicht gesagt mit einer Masse, sondern es braucht eine Reihe von wichtigen Bezugspersonen, von Menschen, die man umgeben ist, wo man den Glauben teilt, wo man mit ihnen im Austausch steht, wo man den Glauben auch zeigt und feiert. Ich bin sehr froh, dass es bis heute so etwas wie eine christliche Kerngemeinde gibt, wo Glauben nicht nur nach den persönlichen Bedürfnissen, jetzt ist Weihnachten, jetzt würde ich gerne wieder mal etwas Religiöses haben, begeht, sondern einfach miteinander einen Glaubensweg geht. Das kann man längst nicht von allen erwarten, aber es braucht eine gewisse Einbettung in ein Wir. Ich glaube, ich müsste das auf zwei Ebenen auch sagen. Das eine ist, zum Glauben gehören auch Zweifel. Und selbstverständlich bin ich immer wieder auch begleitet von der Frage, sitze ich nicht einer schönen Illusion auf? Ist das Ganze nicht einfach ein Zuckerguss über die Wirklichkeit, der nicht richtig ist? Und dem Zweifel kann ich nicht ausweichen und der wird eigentlich im Laufe meiner Lebensgeschichte eher noch stärker oder schärfer. Dass ich die Alternative sehe, es könnte auch sein, dass wir tatsächlich nur hochorganisierte Zellhaufen sind. Aber ich will das nicht.
Und das Zweite ist, dass der Anspruch vom Evangelium ein sehr hoher ist. Und jeder, der das Evangelium predigt, auch noch anderen verkündet, versucht näher zu bringen, weit hinter dem Anspruch zurückbleibt. Also im Licht von Gott ist jeder Mensch liebenswert. Aber ich kann längst nicht jeden Menschen im gleichen Maß gern haben. Auch nur schon akzeptieren, auch nur schon freundlich sein, auch nur schon Sympathie empfinden. Sondern ich reagiere wie alle anderen Menschen, denke ich, sehr unterschiedlich auf Menschen. Und der grundsätzliche Impuls, dass die Liebe von Gott allen gilt und dass wer mit Gott mitliebt, eben die Tendenz hat, Menschen nicht auszuschliessen, sondern einzuschliessen, gelingt mir längst nicht immer.